Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei euch in der Schweiz zur nächsten Folge World of Warcraft. Ja, wie ihr schon gesehen, sind wir hier hinten stecken geblieben. So beim Almani-Trolllager, wo wir sind am Trollohren sammeln. Und zwar die Quest, die sind wir gerade momentan am erledigen. Aber was ich die Folge sicher mal vorgehabt habe, ist, dass wir ein Dungeon erledigen. Die Frage ist jetzt einfach, tue ich spezifische Dungeon wählen, dort würden wir halt nicht so viel Beute bekommen, wie wir jetzt, wenn wir würden ein zufälliges Dungeon wählen, da würden wir halt Beutel mit nützlichen Vorräten bekommen, wie auch 60 Silber und noch ein bisschen Erfahrung dazu. Darum bin ich jetzt gerade am Überlegen, ob ich versuche, mal einen zufälligen Browser zu machen. Wir haben ja noch nicht so viele Dungeons erledigt, was bedeutet, wir haben bis jetzt den Höllenschlund gemacht, oder Feuerschlund heisst. Und ich würde sagen, wir sammeln in dieser Zeit mal noch ein paar Trollohren ein, bis das mal parat ist, dass wir da in ein Dungeon reingdingseln. So, da haben wir den ersten Troll auch schon wieder erledigt. Nice Sache, da haben wir 38 Küpferli bekommen. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns gerade mal den nächsten Troll. Voilà. Und wie ihr schon kennt, ich bin heute wirklich allgemein nicht so fit. Ich habe gestern Abend die ganze Nacht an meiner anderen Playstation umgezogen. Und daher bin ich wirklich sehr, sehr müde. Aber das sollte im Großen und Ganzen schon klappen. Voilà. Da haben wir schon Nummer 2, aber ich komme da irgendwie gerade momentan keine Trollohren über. Das nervt mich alles ein bisschen. Was ist denn hier los? So, gib du uns wenigstens ein Trollohr, mein lieber Hexenmeister. Da haben wir schon mal ein nächstes Trollohr gefunden. Noch 2 Stück, die uns fehlen. Bis dann haben wir wahrscheinlich schon den ganzen Armani-Stamm ausgerottet. So. Komm, nimm das. Jetzt hat er noch wollen. Hat man das jetzt gerade mitbekommen, weil er einfach davon abhauen. Jetzt hat er gesehen, der geht mir böse auf den Sack und dann ist er einfach davon abgehauen. Geht ja gar nicht. So, dann schauen wir mal, was da unten ist. Da haben wir so ein Käfig, da können sich eigentlich noch Gefangene drinnen befinden, aber das wissen wir ja nicht irgendwie. Schauen wir mal nachher rein. Vielleicht finden wir da ja plötzlich irgendein so komisches Mannöckeli. Oder sehen irgendetwas davon. So haben wir schon die 5. Trollohr eingesammelt. Nein, da drin ist gar nichts. Leck, bin ich verschrocken. Das war jetzt gerade hure laut. So, dann tun wir mal beitreten. Jawohl! Wir sind in ein Dungeon gekommen, wo wir bis jetzt noch nicht hatten. Also nicht, wir haben bis jetzt nur den Feuerschlund gemacht. Aber das ist natürlich auch ziemlich gut für uns. Da können wir noch gute Sachen über, wie ich sehe. Die 2 Sachen besitzen wir gar noch nicht. Kopf wie auch Hand. Das ist natürlich ziemlich cool. Da versucht es direkt einmal anzutanken. Dann schauen wir uns das mal an, wie das da abläuft. Suchen wir da mal ein bisschen Damage rausheizen. So, wo befinden wir uns denn jetzt? In welchem? Da haben wir gerade... Haben wir denn da noch eine Quest, die ich annehmen kann? Irgendwo da oben? Nein, gar nicht. Okay, dann schauen wir einfach, dass wir da komplett mal mit ihnen weiterkommen. Was ich aber gerade muss sagen im Großen und Ganzen ist, erstens mal, die Musik ist zu laut, mein Ohr geht jetzt dann gerade ab. Und zweitens, das Dungeon kenne ich, mag ich mich jetzt gar noch daran erinnern, da gibt es so mehrere Abschnitte. Also der erste Abschnitt wäre da, dann der zweite Abschnitt auf die Richtung, der dritte auf die Richtung. Aber wie genau das Dungeon jetzt heisst, wüsste ich gerade nicht. In welchem befinden wir uns? Das ist eine gute Frage, das sollte eigentlich irgendwo noch stehen. Nice Sache. Jetzt schauen wir aber da, dass wir da mal... Dass wir uns da gut vorauskämpfen können. Ich hoffe, man sieht es auch gut. Jetzt sind wir da gerade momentan in einem Team mit einem Blutelf-Hexenmeister als ADC. Dann haben wir noch einen Heiler, einen Troll-Druiden und nochmal einen ADC, Blutelf-Magerin und als Tank haben wir einen Krieger. Okay, alles klar. Das ist gerade noch gut zu wissen. Da rein bekommen wir auch noch gut viel Stoff. Da bin ich früher mit meinem anderen Charakter auch immer ganz allein durchgerannt, weil man da so ein bestimmtes Stoff bekommt. Ich hoffe, ich kann es gerade zeigen. Ich weiss gerade nicht mehr auswendig, wie das heisst. Wo wir jetzt ziemlich gut Gold können fahren, ein Aktionshaus damit. Als kleiner Tipp am Rande von meiner Seite. So, wie geht es unseren Drachenvolk? Die Drachenvolker sind, wie es aussieht, auch noch gut am Leben da. Aber jetzt ist gerade unser Heiler down gegangen. Was ist jetzt los? Ist in dem Fall zu viel aufs Mal für unseren Tank. Okay. Geist freilassen. Wie es aussieht, ist da wirklich nicht so ein gutes Team am Werk da. Jetzt sollte ich aber da mal meine Tierchen, wie es aussieht, noch wiederbeleben. Tier wiederbeleben. Kann ich gerade momentan gar nicht einsetzen. Alles klar, aber wie es aussieht, hat da unser Heiler ein bisschen versagt. Schade, dass wir jetzt da gerade gestorben sind. Aber das kann ich jetzt auch nicht gerade als mein Fehler
stempeln. Ich habe eher das Problem... Euer Begleiter ist nicht tot, aber wo befindet er sich denn? Okay, alles klar. In dem Fall müssen wir, wenn wir sterben und unsere Haustiere nicht gestorben sind, müssen wir sie wieder an uns anpfeifen. Das ist natürlich auch ganz gut zu wissen. Ah, come on, was ist los mit euch? Haben ihr das nicht so im Griff, gerade momentan? Gut, wir machen auch wirklich sehr wenig Schaden zur Zeit, habe ich das Gefühl. Genau, der Leinenstoff, der andere Stoff zeige ich jetzt euch gerade mal. Für den bin ich da früher immer ins Dungeon reingegangen, um das zu farmen. Und zwar das Wolfstoff, genau. Das hat früher mega viel Gold gebracht. Also du bist da durchgegangen, hast, wenn du allein durchgegangen bist, hast du irgendwie 60 Stacks davon gehabt. Und jeden Stack hast du für 20 bis 30 Gold verkaufen. Und dann hast du das Ganze immer, das Dungeon irgendwie 4-5 Mal gemacht und dann hast du wirklich die ganze Tasche voll gehabt. Das war natürlich dann ziemlich nützlich gewesen. Wir haben, glaube ich, irgendetwas erhalten. Nein, ganz und gar nicht. Wir kommen einfach den Wolfstoff über, das ist natürlich ziemlich nützlich. Jetzt müssen wir gerade mal schauen, wo die da durchschwängeln und hoffen wir, dass wir nicht gerade nochmal sterben, weil die da irgendwie das nicht schaffen, da zu tanken. Gut, ich verstehe nicht, warum die da komplett durchrennt. Okay, ich versuche mir Damage mal auf den Kleinen da aufzulagern, weil die versuchen da... Der Tank macht da einen auf Oberrambo und hat das Gefühl, er kann da wirklich gerade alles durchtanken. Das ist einfach ein bisschen blöd eigentlich von seiner Seite, aber lassen wir es mal so stehen. Es gibt halt wirklich Gruppen, die sind einfach nicht brauchbar und dann gibt es Gruppen, die sind absolut Profi und gut brauchbar. Bei denen sieht es jetzt wirklich ein bisschen scheiter aus, habe ich das Gefühl. Aber ich denke, wir sollten da irgendwie gut durchkommen. Wir haben jetzt da wieder mal ein bisschen gut cleared. Schauen wir, ob wir da noch etwas Gutes erhalten. Was ich aber ganz kurz muss machen, ist das System und Sound. Kann ich das da nicht da ein bisschen abstellen? Doch, da kann ich ganz ein bisschen runter. Weil sonst geht mir jetzt bald das Ohr ab und auf das habe ich keine Lust. Jodlitti. So, sind wir ready? Ah, tut da schön einen rauspullen, das finde ich natürlich ziemlich herzig. Da, weil da hinten sollte eigentlich schon mal der erste Boss stehen. Gar nicht rein, bleibt draussen. Sonst haben wir dann da wirklich gröbere Probleme langsam, wenn du da so den Boss und alles gleichzeitig pullst, mein lieber Tanky. Ich brauche ein Ziel. Voilà. Das Einzige, was ich mir wirklich noch abladen muss, ist unser Damage-Macher, damit wir sehen, wie viel Damage wir eigentlich da am machen sind. Oh, er hat direkt angegriffen, dann sind wir schon mal im Bosskampf rein, wie das aussieht. Dann versuchen wir da natürlich auch gerade mal mit reinzuschreiten. So, einfach überleben, mein Tank. Einfach überleben. Unser Heiler sollte sich gut aufheilen. Wir sind da gerade genug weiter hinten dran, um kein Damage abzubekommen. Momentan können wir gerade nichts mehr aktivieren. Unser Fokus geht ziemlich gut zur Neige. Das ist ja Aspect der Garden. Jetzt müssen wir da gerade mal das noch einsetzen. Da sind wir 90% Angriffsgeschwindigkeit und die nächsten 30 Sekunden lang haben wir 30% mehr Angriffsgeschwindigkeit. Ziemlich eine nützliche Fähigkeit, aber der Boss sieht ziemlich gut aus bis jetzt. Viel Leben hat er nicht mehr, nur noch 400. Nice Sache. Erster Boss ist down. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Er säckelt natürlich direkt mal wieder ein bisschen weiter. Er hat da keine Lust noch irgendwie grossartig auf uns zu warten. Das könnte natürlich auch ein Verhängnis werden, wenn der Tank meint, er müsse da einen so von Rambo spielen. Oh Mann, oh Mann. Naja, aber das sollte eigentlich klappen. So, jetzt machen wir uns in dem Fall auf die andere Richtung. Also jetzt sieht man ja, da haben wir die zwei Seiten. Eine Seite haben wir cleared, jetzt müssen wir die nächste Seite clearen. Das sollte ganz gut kommen. So, aber was mich noch wundern würde, ist jetzt wie das... Okay, er rennt da direkt wieder in ein komplettes Ding rein, anstatt langsam clearen. Jetzt hoffe ich aber für ihn, dass er da nicht down geht zum zweiten Mal. Ja, das sieht jetzt schon wieder scheiter aus. Er hat da wirklich Probleme. Der Tank, aber wenn man einen schlechten Tank hat, dann kommt das eigentlich sehr blöd über. Ich hoffe, er kann die jetzt alle auf sich tanken lassen. Der Heal müsste eigentlich gut durchheben. Joliti, wir helfen dir. Mehr kann ich nicht machen. Genau, dann sind wir da noch ganz kurz das so stehen, dass wir das ein bisschen mehr Damage machen. Jetzt versuche ich da den Mehrfachschuss, der sollte uns eigentlich da ein bisschen mehr helfen, als wenn wir da nur... Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas Ah, Jesus Maria. Come on, come on. Das schaffen wir, durchhalten, durchhalten. Das kommt supi-dupi. Come on, Baby.
Let's go party. Yeah. Brauche ein Ziel. Wow. Ich muss Mann, oh Mann! etwas Das kommt gut. anvisieren. Okay, komme ich da wenigstens irgendetwas über? Ja, ein bisschen eine Kettenhandschuhe. Haben wir wenigstens schon mal ein bisschen Beute eingesammelt, während da der andere noch am Umleben ist und wir natürlich zuerst auf unsere Beuten ausmachen. Das Einzige, was ich ganz kurz machen muss, ist, wie es aussieht, ganz ein bisschen runterdrehen, weil ich bin da ziemlich laut unterwegs. So, das sieht gut aus. Dann machen wir uns da gerade mal an die nächste Gruppe. So, das Dungeon sollten wir gut anbekommen. Und was ich noch da können ist, ich werde meine Folge ab jetzt ein bisschen kürzer gestalten. Bedeutungsweise, ich finde eine halbe Stunde natürlich ziemlich geil, besonders weil man halt viel mehr machen kann, viel mehr zeigen kann. Aber ich habe dort das Problem eher in dem... Jetzt muss ich mal schauen, wenn ich dann nämlich... Genau, V drücke, dann sollte es mir nämlich die Gegnerbalken gut anzeigen. Jetzt hoffe ich, dass der Boss da hinten nicht mit drauf lospullt da. Nice, das sollte gut kommen, so. Ja, was für ein Add-on ich will noch unbedingt installieren ist, dass man nachher sieht, wie viel Damage oder wer am meisten Damage raushaut. Ob wir wirklich überhaupt guten Damage haben oder ob wir da schauen müssen, dass wir wirklich mal anfangen, bessere Rüstung holen. Gut, für das sind wir ja eigentlich im Dungeon rein, damit ich wenigstens ein paar gute Teile bekomme. Wie wir ja am Anfang gesehen haben, komme ich dann schon ein Kopfteil über und nochmal ein Teil, das wir zurzeit gar nicht besitzen. Und zwar das oder Halsteil. Das und einen Hals würden wir sonst noch bekommen. Oh, er pullt da direkt den Boss an. Dann machen wir doch da gerade direkt einmal mit. Nice. Unsere Drachenfalken sind voll in Rage und sollten eigentlich guten Damage drauf raushauen. Hoffe ich im Großen und Ganzen einmal. Was hat er denn jetzt vor? Jetzt will er noch mehr pullen. Wieso macht er das? Also, komm, wir kümmern uns schnell um den da. Ich habe da den Boss... Hallo? Oi, der Boss, also der Tanky ist wirklich einfach ein Noob, tut mir mega leid. Der hat keine Ahnung, wie wir da pullen. Ich laufe jetzt mal zu dem an, dass er sich wenigstens abpullen. Jawohl. Gut. Dann versuche ich da weiterhin auf dem Boss zu bleiben, weil das ist schon ein bisschen scheiter, wie der da am Antanken ist. Ich weiss nicht, ob das ein Fehler von meiner Seite war, aber ich glaube es eher weniger. Der da hinten benutzt viel Heal und so Sachen. Ich würde sagen, eigentlich sollten wir zuerst den killen. Aber lassen wir mal den Tanky das erledigen. Unser Job ist eigentlich nur Damage rauszuhauen, so viel wie wir noch können. Und schauen, dass wir wenig Damage einkassieren. Aber es sieht jetzt langsam wirklich gut aus. Ich hoffe mal, dass der Heilerin schafft durchheilen, wie man gesehen hat, dass sein Leben schon ziemlich gut zu neigen, aber auch der Boss geht langsam zu neigen. Es kommt gut, es kommt gut. Es sieht gut aus bis jetzt. Nice! Und wir haben gerade ein Level-Up noch gehabt. Level 25. Geile Sache. Dungeon ist abgeschlossen. Nice. Wir haben gerade noch geile Hosen dazu. Wir haben ganz geile Hosen dazu bekommen. Und wie das aussieht, sollte das Dungeon eigentlich erledigt sein, soweit. Das ist aber eher die Frage, ich würde eigentlich gerne noch Quests abgeben. Dann mache ich mich jetzt nochmal da ganz kurz auf den Rückweg. Wie wir sehen, ist da schon das Fragezeichen vorhanden. Wenn ich jetzt aus dem Dungeon rausgehe, bedeutet das, es teleportiert mich dann gerade auch automatisch raus. Und das wollte ich natürlich nicht, sondern ich wollte mir da noch meine Quest abgeben. Wie es aussieht, haben wir da neue Fähigkeit bekommen. Freudentaumel, heilt euch um euer 30% maximales Leben. Das packe ich mir natürlich auch gerade oben in die Leiste rein. Das sind so unsere Buffs. Da unten sind eher unsere Fähigkeiten zum Angreifen. Muss ich da jetzt noch eins auswählen? Wir haben aber beides nicht. Wir haben weder Ring noch Kopf, aber ich würde sagen, das ist glaube ich das Kopfkette. He? Ich glaube, ich tue mir jetzt wirklich mal den Kopf zu aneignen. Das bedeutet für uns, wir haben das Dungeon abgeschlossen. Instanzgruppe verlassen. Jawohl. Sollte eigentlich gut klappen. Jetzt sollten wir automatisch wieder aus dem Dungeon raus teleportiert werden. Das heisst, wir haben unser zweites Dungeon in dem Let's Play schon mal erledigen. Nice Sache. Das heisst, wir sind dann da wieder mit bei unseren Trolls, wo wir direkt weiterleveln können. Soll ich in dieser Zeit aber mal da noch schauen. Jetzt haben wir da nämlich noch so eine Beute bekommen. Jawohl! Da haben wir noch Schultern, die wir nämlich auch gar nicht besitzen. Das heisst, unser Damage wird jetzt natürlich ziemlich stark zunehmen. Jetzt müssen wir gerade mal schauen, nachdem wir den vernichtet haben, wie das Ganze aussieht. Was wir da bekommen haben. Zack! Und dann haben wir schon sogar noch das 6. Trollohr eingesammelt. Jodliti! Jawohl! So, dann haben wir eine bessere Hose mit 8 Beweglichkeit, 3 Ausdauer, 7 kritische Trefferchance und Tempo. Das ist natürlich ziemlich nice, das ziehen wir uns doch gerade mal an. Den Kopf besitzen wir halt keine, darum tun wir das auch gerade einfach mal ansetzen. Und sonst haben wir da Schultern noch bekommen mit Beweglichkeit, Ausdauer, Tempo und Vielseitigkeit. Was Vielseitigkeit bedeutet, weiss ich jetzt gerade zur Zeit gerade momentan gar nicht. Da sehen wir halt unsere Ausdauer mit Beweglichkeit, verstärkt euren Angriff und Fertigkeiten. Ausdauer bedeutet erhöhte Gesundheit.
Und Rüstung ist natürlich, dass wir einfach weniger Schaden bekommen. Kritische Trefferchance haben wir natürlich schon auf 15%. Das bedeutet, dass wir kritische Schaden machen können. Auch ziemlich nice. Tempo haben wir auf 2% schnell. Aber was ist Vielseitigkeit? Erhöht verursachten Schaden und Heilung um 0,63 und verringert erlittenen Schaden um... das tut dann wirklich erlittenen Schaden plus Heilung eigentlich ein bisschen aufpushen. Ich würde sagen, das ziehen wir uns in dem Fall auch gerade mal noch an. Jetzt müssen wir aber mal anschauen, wie wir da ein bisschen aussehen, weil es sieht schon, glaube ich, ein bisschen komisch aus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir sind da ein richtiger Pirat, mit unserer Augenklappe. Das sieht natürlich schon ziemlich nice aus, okay. Ich lasse mal so stehen, ist jetzt nicht gerade mein Style, aber es ist eine Art von Style. So, da haben wir ziemlich guten Damage noch dazu bekommen, wie auch Rüstungsteile. Jetzt sehe ich hier auch gerade, wir machen wirklich einigermaßen sehr viel mehr Damage gerade. Das Einzige, was mich natürlich würde freuen, ist, wenn wir nochmal einen neuen Bogen dazu bekommen. Und wie gesagt, der Wolfstoff, den wir gerade gefunden haben. Leute, wenn ihr Wolfstoff findet, früher hat das mega viel Geld gebraucht im Auktionshaus. Also wie ihr da hinten gesehen, habe ich schon wieder Post bekommen vom Auktionshaus. Das bedeutet, ihr seht ja auch, ich habe schon 26 Gold zusammen. Man tut ziemlich gut Gold farmen im Auktionshaus. Darum immer die Sachen zusammensparen und ab ins Auktionshaus rühren. Nicht bitte einfach beim Händler verkaufen. Das wäre eine ziemlich dumme Sache. Jawohl. So, dann tun wir da mal unsere Quest abgeben, unsere 6 Ohren, die wir ihnen abgeschnitten haben und die dann vorbeibringen. Da können wir auch schon eine neue Brust über, aber die bringt uns nicht wirklich viel mehr. Was müssen wir für dich denn da erledigen? Sprich mit Hauptmann Helios bei der Enklaven der Weltenwanderer am südlichen Ufer des Elendarsees in den Geisterlanden. Jawohl. So. Und ich glaube, ich habe es schon erwähnt, ich werde anfangen jetzt schauen, dass ich meine Folgen ein bisschen kürzer mache. Wie gesagt, 30 Minuten sind, wie es aussieht, einfach ein bisschen zu lang zum Schauen. Ich glaube, mir wird einfach ein bisschen langweilig gut. Ich werde es jetzt immer so versuchen mit 20, 25 Minuten. Ich persönlich würde natürlich eigentlich gerne 30 Minuten machen. Aber mir ist gesagt worden, hey, ich glaube, das ist ein bisschen zu lang. Die Leute haben, wie es aussieht. Am Anfang kann man sich so noch antun, aber mit der Zeit wird es dann einfach langweilig, wenn man 30 Minuten lang zuschauen muss. Dann lieber 2, 3 Folgen, also lieber nur 20 Minuten oder 25 Minuten daraus machen. Und ich versuche das jetzt einfach mal ein bisschen aus. Wenn ich merke, hey, es macht gar keinen Unterschied, dann gehe ich wieder auf eine halbe Stunde rauf. Weil eben mir persönlich spielt das ja eigentlich gar keine Rolle. Die Frage ist jetzt, ja, ich gehe jetzt direkt da entweder gehen wir zurück ins Dorf oder wir machen uns auf den Weg zum Hauptmann. Ich mache mich da auf den Weg zu unserem Hauptmann dahinter. Dort können wir nämlich noch eine Quest abgeben, vielleicht höchstwahrscheinlich nochmal eine annehmen. Da sage ich natürlich auch nicht nein. So. Oh, du kannst uns auf dem Reittier abholen. Entdeckt Sonnenhügel. Aber das ist natürlich... Wow, wir machen wirklich einiges an mehr Damage. Das merke ich natürlich selbstverständlich. Nur schon jetzt. Da tun wir noch gerade noch Kirschner ihm sein Fell abziehen, damit wir dort dann auch gerade ein bisschen mehr leveln. Hier hinten. Das ist auch ein Kirschner Monster. Aber ich ignoriere das jetzt einfach einmal. Ich versuche mich da wie in Zelda ein bisschen umeinander zu schleichen. Ah, okay. Funktioniert nicht so ganz, wie ich wollte. Bedeutungsweise, wir tun in dem Fall auch noch Kirschle. Ich habe kein Ziel. So, dann kirschern wir mit dich noch. Dann haben wir noch leichtes Lederhalter. Sage ich natürlich auch nicht nein. So, dann machen wir uns auf den Weg zu unserem lieben Hauptmann. Jetzt haben wir ja von den Dungeons her erledigt. Muss ich mir das nochmal anschauen. Spezifische Dungeon, wir haben jetzt erledigt Burg, Schattenfang und Flammenschlund. Das heisst Todesmine, Höhle des Wegklangs, Schwarze Grotte, Verlierender Sturmwind und Gnomeragon. Haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Jetzt ist halt eher die Frage, ob ich mehrheitlich auf zufällige Dungeons gehe. Weil spezifische Dungeons bringt uns halt nicht so viel wie zufällige Dungeons. Wie wir gesehen haben, haben wir da ja Beutel bekommen. Plus noch Gold und sehr viel Erfahrung. Es hat also ja wirklich gerade mega viel Level reingebracht. Also 5 und, bis Level 25. Und da sind wir auch schon fast knapp wieder voll. Daher, wäre es halt die Frage, ob man dort wirklich darauf achtet, ob man versucht, zufällige Dungeons zu machen oder nicht. Das heisst aber wiederum, dass möglicherweise könnte sein, dass wir halt 2 Dungeons machen und nicht nur jedes einmal. Aber ich glaube, das sollte ja eigentlich nicht so grossartig stören. Weltenwanderin Sedina in der Enklaven der Weltenwanderin in den Geisterlande möchte, dass ihr 10 Geisterklauen-Luchse erschlagt. Nice Sache, das sind die Bachkatzen-Jüngst. Einfach die stärkere Version davon, das sage ich auch nicht nein, weil die können kirschern. Das hilft uns natürlich gerade in unserem Beruf weiter. Da kommen wir unsere Brust über, die uns momentan eigentlich nicht so viel bringt, die würde ich auch noch anziehen. Sammelt 3 Kopfjäger-Äxte, 3 Schattenzauber, Streitkolben und 3 Klauen einer Pantherlords und 3 verhexte Stäbe. Bringt sie zu Hauptmann Helios bei der Enklaven der Weltenwanderer in der Geisterlande. Ah, du hast auch gerade nochmal eine Quest für uns. Nice. Dann haben wir gerade wieder eine kleine Reihe noch Quests über da. Ich sehe dann nämlich noch drauf, da hat es sogar noch ein paar viel mehr. So, Waldläuferin Kren aus der Enklaven der Weltenwanderer möchte, dass ihr beim nachgelegenen See 8 rachsüchtige Erscheinungen und 8 ruhelose Erscheinungen tötet. Also momentan haben wir wirklich ziemlich viel Sachen, die wir vernichten müssen, also töten, zum Gegenstand einsammeln. Und wie es ausgeht, haben wir da wirklich noch ein paar Quests. Da sage ich wirklich natürlich auch nicht nein. Das heisst, es hilft uns natürlich ziemlich schnell weiter zum Leveln.
Jetzt schaue ich da mal nach, wo die da rumstehen. Dann können wir uns die ja noch gerade mal einsammeln. Fürs nächste Level fehlen uns sogar nicht einmal mehr so viel. Also eine Quest abgeben würde uns noch lange, um ins nächste Level hineinzugehen. Die ewige Sonne So. wird uns leiten. Die Amanikat-Bombe und verbrennt 10 mumifizierte Trollüberreste, kehrt anschließend zu Waldläuferin Vina in der Enklave der Weltwanderer in der Geisterlande zurück. Okay, da haben wir auch wieder eine Aufgabe. Du, wieso stehst du jetzt da? Jetzt muss ich da irgendwie alle... Ah! Dann laufen wir da in dem Fall noch einmal rundherum, um da zu dir auch anzukommen. Meine Güte, meine Güte. So, da haben wir noch 2 Quests, die wir annehmen können. Ich muss aber noch schauen, ob wir da irgendwo einen Briefkasten zur Verfügung haben. Nein, da komme ich aber nicht drüber. Das heisst, ich muss wirklich einmal komplett da rumlaufen. Ich weiss gar nicht, sonst können wir da jetzt auch mit unserem Netterschwingendrachen machen. So, voilà, dann klettern wir doch da ganz langsam drauf zu unserer Apotheker Venustus. Sammelt 8 Trolliu und bringt sie zu den Apothekerin Venustus in der Enklave der Weltenwanderer, in der Geisterlande. Mit einer Handschuhe, die uns momentan gar nichts bringt, daher. Aber wir nehmen es trotzdem noch an. Also, ich erledige die Quests gerne, wie es ausgeht. Können wir die nämlich alle an einem Ort erledigen und das würde uns natürlich ziemlich viel XP bringen. Und da unten haben wir natürlich auch noch eine Quest. Wow, jetzt haben wir sicher etwa 5 oder 6 Quests können annehmen. Das ist natürlich ziemlich geil. Tötet 8 Schattenzauber und Waldschattentrolle und 8 Kopfjäger und Waldschattentrolle. Kehrt anschließend zu Welterwanderin Solana bei der... Du tönst gleich wie auch schon Quest. Solanian haben wir ja ganz am Anfang mal eine Quest gehabt. Du bist Solana. Also ich würde sagen, wir nehmen die Quest einfach mal an. Du hast noch gar nichts für uns. Nein, gar nichts, weil da kommen immer so gesuchte Quests, also für Bossmonster. Das bedeutet, dass wir da wahrscheinlich dann sogar noch ein paar Quests mehr bekommen. Es ist aber eher die Frage, ob ich da mal schaue, ob wir irgendetwas im Inventar, das wir nicht brauchen könnten, verkaufen. Wie zum Beispiel das da. Ja, die behalte ich jetzt momentan mal noch. Du würdest also noch ziemlich viel Gesundheit bringen, wenn man es mal wieder braucht. Und ich verkaufe mir auch mal. Die kann ich eben auch mal ganz teuer verkaufen im Aktion, das weiss ich. Und die können wir mal noch verkaufen. Die behalten wir. Ehrlich gesagt haben wir recht viele Sachen, die ich eher gerne ins Auktionshaus wieder reinrühren. Ja, da haben wir wieder Leinstoff, das bringt ziemlich gut Geld. Die können wir eigentlich verkaufen. Der Händler will diesen Gegenstand nicht haben. Wieso? Okay, dann tun wir in dem Fall einfach einmal auf die Seite. Dann können wir die auch brauchen für unsere Bank. Um dort gut unsere Sachen hineinlegen. Und es sieht eher aus, als hätten wir wirklich viele Sachen, die eigentlich müssten ins Auktionshaus in meinen Augen, also wo wir sicher mal nachschauen, ob die uns bringen. Die 2 bringen uns, glaube ich, gar nichts. Und tun wir die auch mal drauf. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz hier in unserem Inventar. Sage ich noch, als Tüpterlich auch nicht. Nein, jetzt müssen wir da mal schauen, das habe ich halt, glaube ich, noch nie erklärt. Man kann oder muss seine Rüstung reparieren lassen. Wenn man unsere Rüstung natürlich dann nicht repariert wird, hat sie irgendwann gar keinen Wert mehr oder bringt gar nichts mehr und ihre Stacks oder ihre Rüstung, ihre Beweglichkeit und Ausdauer wirkt gar nicht mehr auf unserem Charakter. Also das zeigt uns dann, glaube ich, auch gerade noch. Da sehen wir auch schon, Haltbarkeit 40 von 40, bedeutungsweise wenn die Haltbarkeit zu weit unten ist und wir sie nicht reparieren, bedeutet das, dass das Gegenstand nutzlos wäre für uns. Aber was ich gerade noch gesehen habe, ist, sie hat da ein paar Bögen, aber mich wundert es, ob da überhaupt ein Bogen ankommt an das, was wir momentan haben. Sieht leider nicht danach aus. Dann würde ich sagen, wir schauen mal auf der Karte an. Wir haben da wirklich einmal um das Gebäude herum alles mögliche an Quests. Da haben wir einmal das Nummer 4, wo wir da wieder über müssen zu dem... Nein, das ist dann im Wasser drinnen. Da haben wir das 6, das ist eher da. Das 1 und 4 wäre eher da oben. Und dann haben wir das 2 und das 3, das wäre eher da. Das heisst, wir haben da eine Quest, da eine Quest, da 2 Quests und da 2 Quests. Das ist halt eher die Frage, wo wir uns auf den Weg machen. Ruhelose Erscheinungen getötet. Ich würde sagen, wir machen zuerst mal das Nummer 4 und uns dann eigentlich einmal komplett rundum begeben. Das sollte eigentlich ein plus-minus guter Plan sein, das sollten wir gut anbekommen. Jawohl, das kommt schon gut, das kommt schon gut. Machen wir das jetzt so. Sehen wir auch, unsere 2 Begleiter sind schon hinter uns. Das wäre schon mal eine rachsüchtige Erscheinung. Aber jetzt wäre halt im Großen und Ganzen die Frage. Ja, komm, wisst ihr was? Ich beende mal die Folge. Wir versuchen das jetzt eben mal aus, dass ich es ein bisschen... oh, da unten schleicht schon wieder etwas umeinander. Ich sehe jetzt schon, wenn ich mich wieder einlogge und mich irgendein Monster einfach angreift. Aber das lassen wir mal so stehen. Ich denke mal, ich probiere es mal aus mit 25 Minuten ein Video. Wir schauen dann, ob es besser ankommt. Und wenn nicht, mache ich wieder eine halbe Stunde, dass ihr auch ein bisschen mehr von der Folge habt. Weil ich finde einfach immer so 20 Minuten ein bisschen... Keine Ahnung, es ist halt recht wenig Inhalt und ich bin halt einer, der gerne viel Inhalt sagt. Aber das spielt ja eigentlich keine Rolle. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten und in dem Fall sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, Runde mit eurem Schweizer World of Warcraft. Danke und ciao!